In Philadelphia bij Werner Siemens zijn we vandaag. En ik wil me bedanken dat ik hier met dit interview maken kan. Hij is hier in Philadelphia zeer bekend en heeft op vele steden zijn dienst aan de kolonie Fernheim ook gedaan. Onkel Siemens, kan je een beetje vertellen van je kindheid? Wo zijn je opgewassen? Wo zijn je te school gegaan? Ja, opgewassen zijn we op dem Hof, wo der Talier Industrial nu is. En de school gegaan had ik ook in Philadelphia. Ja, dan zei de vroegen aan, waar je het best in de school gegaan? 500 meter, zei hij. En mij had dat ook meest zo. Ik kan niet zeggen wie het naar school gegaan. Also, hij is al 81 en dan in die Jugendtijd ook hier in Philadelphia op Paraguay geweest. Ja, ezels aangereden. 1000 Zogel gebonden? Maar zeer veel mal. Ja, daar waren je dan zo furchtbaar veel ezels en de kaliber besluit op eenmaal iedereen 1 jaar 200 Koranie geven dat hij een ezel bracht hem de doodscheid. Weil die deden zeer op een grote oliewind opgeheven. Also irgendwo een dauertje opmaken, dan werden ze door het verfroten de hoofd bij me alle. Ja. Dat moet je dan ook met. En dan door daar worden de een als ik nog taal wil. Einer nam dem anderen zijn ezel en bracht hem dat hem Duits. Maar je werden veel ezels. Wat deedst u als Jugend aan de stad? Also, du bist niet am Dorp opgewassen. Wat moest u thuis doen? Nou, thuis deden we en man naar de stap rijden voor de mensen die chemicalen naar huis halen. Oh, oké. De maltje? Ja, die hadden je, velen hadden dan een potje, maar dan ging je de aan bos, weer je niks ingefenst. Ja. En dan hebben we daar die arbeid, mijn broer en ik, gedaan dan. Toen twee konden, wie dat van thuis Ja, zondagschool. Te jane tijd, zei het laatst nog. Also, ook die jongens, wat man nu toch wil zeggen van rond. Die gingen op zondag, gingen we alle te zondagschool. Ah ja. Ja. En dan op een avond spazieren gaan? Ja, spazieren gaan. Bloos, mijn vader die niet te laat. Niet te laat. Petit thuis zijn. En dan gaf het nog met een strang eenmaal. Weil we nog kloktieren weer was bleven. Ah ja. Wanneer tijd hast du die bekeerd? Dan weer ik aan 1950 word je Mennonitenchurch geboet. Oké. En daar bekeerde ik me bij AG Neuveld. Waar passiert dat? Nou ja, ik ging de evangelisatie. De eerste avond kreeg ik me niet, om door terugbleven. De tweede avond bleef ik terug. En mijn eentje dan te fout, man had je nog te voren. En daar weer je ook, een paar jaar verder hadden ze de stolen aangebracht. De morgens. En dat we alle bos, man had je schiss eigenlijk. Maar als ik me daar teruggebleven ben, dan ging ik naar huis en had geen angst, niks. Dat we, als ik dan naar huis kwam, me op een bad liet, te slopen, dat weer voor mij een zelige nacht.
Das Sonntag vorher und nachher niemals mehr erlebt. Die ganze Nacht, ja, es war nicht so in der Luft lag, aber so ein schönes Gefühl. So ein schönes Gefühl. Das, ja, mir wird das klar, das ist am Himmel. Das ist am Himmel, wie dann nicht. Also, und dann ist dort zum Morgens dann Tag geworden, und dann trug das die Gefühl auch wasch. Trug das, und dann wird mir das schon, dass ich war da auf dieser Erde, dass ich nicht dort konnte bleiben. Ja. So, ich habe eine kleine Ahnung, wo das am Himmel ist. Ich habe keine Menschen gesehen, aber meine Stube, die wird auf einmal Gold gehen. Oh. So ist es in der Bibel sagt, goldene Gosse. Ja, ja. Naja, dann dachte ich nicht an sowas, aber das... Wann letzte die dann getroffen? Von 19 Jahren. Eine evangelische mennonitische Bruderschaft. Irgendwann hast du die dann auch ein Mädchen gefragt. Wo fängst du dort? Ja, dort schau dann ab versucht es schon. Robert Ander hat mir da angeholt und da wir einige Mädchen, die da schmieren. Und da sagte ich mir die Beste aus. Aha. Wahrscheinlich auch die geschätzte. Aber weil sie ein Jahr älter ist als ich, sie leeft sie, ich muss da auch fucking gehorchen. Ja, das ist fucking so. So, du hast dann aber nachher auch noch andere gearbeitet, als bloß verdurstet sein. Oh, aber ja, viel Städte. Viel Städte. So bist du langsam bei Tascha gekommen. Da bin ich langsam bei Tascha gekommen, ja. Und irgendwann hast du dich von der Kolonie angestellt als paratecnico. Ja, und dann, weer zei ik mezelf, nu zit je sehr groot. Van de Kolonie, van Everschild, gekrocht. Everschild zei je wel, die als paratecnico aanstellen, die zei, du hast eine gute Arbeit, magst du eine gute Arbeit? Ja, das tut ich hier und so. Und dann sehe ich einmal, was ein Brot ich esse, das ist ein Lied, ich singe. Ich weiß dann noch so, wie das ich gelebt, also betonen, das mit der Verwaltung, der gibt mir das Brot. Als ich erst einen Stoot an die Arbeit, wie vielleicht ein Jahr, dann auf einmal dachte ich, so, dann ist das der Produzent. Wir sind ja alle von den Produzenten abhängig. Und dann hatte ich bald ein anderes Denkje, dass ich die Produzenten eher arbeite als ich. Und dann kam ich mit den Menschen auch bald wieder verlängert. Das hat mir gut gewonnen. Ja. So, ja. Dan die tijd wie Dr. Chetla immer schuld, die weet ook... Dr. Chetla, dat was de eerste veterinair hier. En dan kwam Dr. Freys, en dan fuhr Dr. Freys naar Duitsland wieder leren, en dan stelde hij me daar aan als paratecnico. Okay. Dat was dan die tijd. Also du warst dann auch eine Zeit lang Ordnungsamt, wo die das dann mit der Jugend, mit der Nicht-Jugend, kannst du die da auch Freund machen? Du wirst glaube ich viel abgegangen. Nicht bloß Freund. Nicht bloß... Du hast glaube ich bei 8 Jahren dann da geschafft dran. Ja, nu als de Zup das letzte Mal da verkauft wordt. Teniente Martinez? Für Teniente Ja. Martinez. Dann wäre ich da auch, um Zup zu holen. Dann ist da ein Schädel mit einem Boot. Ich kann dem gar nicht. Ich weiß nicht, mit ein 45 Jahre vielleicht. Sag ich da, Timmy, du glaubst mir mal, oder wusst mir
Strafzahl geben. Ich sage, dann hast du dem auch betont, sagt er. Ja, hij wil gegaan en had hem en die had gezegd, nou, hier is nichts. Sagst du, ich fuhr 70, sagst du. Aber das hat geregnet, wie blattig, kannst du nicht langsam fahren, sagst du. Naja, da wäre einer, die können trotzdem langsam fahren. Aber er hat dann kein gekriegt, mein Gott. Aha. So, da hast allerhand erlebt, gepostet, auch Ja, veel. Die bist dann aber irgendwann auch an der Feitzucht ziemlich reingekommen und auch Geld verdient. Ich weiß auch, dass du viel an der Mission gegeben hast. Du hast da besonders auch ein Heimleben aus Paraguay in der Stadt. Noch einmal. Wo kommst du dort tot in der Stadt? Oder wie dort Andi, dort man ja, ich sage einmal, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gottes, was Gottes ist. Und mir haben sie nachher gefragt, sei du mal, wo bist du zu so einem Kapitol gekommen? Na, ich sage, und die eine hat gefragt, wie lange will ich noch Theater haben, wenn du so wieder warst? Und meine Früh ist sehr sparsam. Und ich sage, nou, von Waschgeber warst du bloß Richer. Das habe ich erfahren, das ist so. Wir haben viel alleweg versucht. Finanziell in der Stadt? Ja, alleweg, ja. Und dort hast du erfahren, dass man dass Gott einem dort sehen. Ja, als ich eine Bibelstelle geschrieben, prüft mich. Ich werde die Fenster des Himmels öffnen und herabschütten und füllen. Dort haben wir erlebt. Sehr. Okay. Einer möchte nicht sagen, wo ist die linke Hand, soll nicht weiter, was der rechte, der hat, aber... Weil ich glaube, das ist gut, auch dort mal öffentlich zu sagen, von der Totschäders. Ja. Dort sehen kommen kann, wenn man jaft. Die bist aber auch irgendwo sehr musikalisch singen. Ja? Du magst ja jeden singen. Ja, von jung an? Ja, wir haben meine früher die Panisch singen auch sehr gut. Aha. Und wir haben viel gesungen. Ook met een Peter Boy, Taub en zo, met hen Roodschlaan. Ook een Goa aan de gemeente gezongen? Ik heb ook een Goa aan de gemeente, maar niet zeer veel, niet zeer veel. Maar over Pana, dat we ook een Goda zijn, ja, en met hem heb ik veel gereden, gezongen, gereden, maar Monenschien. En ik wil je niet meer zo zingen als Mol, wil ik even... Ein Jahr lang krank gewesen sie und Feieroperation eigentlich 5 in einem Jahr, aber Feier also sehr dicht hintereinander. Oh. Das nahm mir die Stimme ganz wasch, auch das Gedächtnis meist ganz wasch. Nun war da ziemlich viel reingekommen. Und das sind die Gebete der Gläubigen. Mhm. Ja. Ich weiß, dass je ook als Gruppe mit Niederländern so auch viel musiziert und gesungen haben, bloß zum Scheingehen, ja? Ja, dann ich nur noch eine Gruppe, einmal im Monat, nu wie das letzte Mal, Sonntag. Da war dabei, aber ich kann ja nicht mehr so singen, als Molenhaag nicht die Ducht mehr. Aber trotzdem, was nicht ein Leid versingen? So was du dort dann eben nicht kannst. Ich glaube, du hast ein sehr passendes Lied, was auch das Allah beschreibt, ja? Ja. Was heißt das? Schön ist die Jugend. Ja. Sieh, von mir aus, wenn du hast, sing das mal. Schön ist die Jugend, so steht's geschrieben, auch im Alter kann man sich freuen. Ist man im Herzen nur jung geblieben, fühlt man im Alter sich nicht allein. Muss man auch langsam gehen
oftmals beiseite stehen. Schön ist das Alter trotz alledem. Ist man erst älter, wird man bescheiden. Man hofft nicht mehr aufs große Los. Die Jugend braucht man nicht mehr beneiden. Wiegt man ein Enkelkind auf seinem Schoß, muss man auch langsam gehen, oftmals beiseite stehen. Schön ist das Alter trotz alledem. Das Buch des Lebens hat viele Seiten. Das Schicksal blättert und fragt uns nicht. Doch Gottes Segen wird euch begleiten. Er führt durch Dunkelheit ins ewige Licht. Dort gibt's kein langsam Gehen, auch kein beiseite Stehen, nur ewige Jugend, so schön, so schön. Dat heeft op een diepkundigen tijd. Ja. Wenn du vielleicht mal ungebest, denkst du die dort allemaal fair, weil du übertagentlich bist? Das habe ich nie mehr geleerd, weil ich krank bin. Wirklich? Ja. Und dann dat laatste Vers, wo wir noch mal im Himmel sein worden. Ja. Und das Buch des Lebens aufgetan wird. Willst du nachher ins Wort vielleicht an der Tauschetjas sagen, mit das Wort sagen? Mein Hass dort kriegt mit dem Leid zu tun, aber... Na ja, ich dachte, mit dem Leid wird es endlich. Also gut. Ich möchte mich sehr bedanken, dass wir das hier uitstrahlen, dass du das erlaubst, das auszustrahlen und wünsche mir, dass ihr dort auch zum Sehen ist.